Und ich versuche noch mal was. Jaksemasch, gibt es das auch? Jaksemasch? Naskledano? Ja. Nee. Nein, gibt es nicht, ne? Taxe-Shija. Ja. Das gibt's. Taxi? Taxe-Shija. Ah ja. Ach so, dachte ich, ja. Gut. Der. Muss bis Pokojom. Ah. Wir haben ja nur Wendisch gesprochen. Das war auch wieder anders, nicht? Bisschen, ja. Wir haben mit meinem Mann nur Wendisch gesprochen. Wenn die Mädels beide kamen, dann, dann haben wir auch Deutsch, aber sonst Wendisch. Wenn wir beide alleine waren, haben wir Wendisch gesprochen. Das war früher so, ich weiß auch nicht. Ja, das ist ein bisschen anders. Bisschen schwierig. Ja. Also hier ist Wendisch. Ja, wir haben Wendisch gesprochen. Also ich kann Ihnen das nachher noch erklären, aber vielleicht einfach gesagt ist es so, Niedersorbisch ist die Hochsprache, die Schriftsprache und die Leute hier haben ja immer nur so gesprochen wie Dialekt. Ja, und nicht, ja, so. Und in der Schule wann wurde es eigentlich verboten in der Schule Wendisch? Das war doch wo der Hitler kam. Ja, unter Hitler war verboten, überhaupt Wendisch zu sprechen. Ja. Aber Unterricht auf Wendisch, das war schon lange vorher, Wir haben oder? ja noch, wie ist der Pastor, der... Schwiller. Schwiller, ja. Da haben wir ja noch Wendisch. Und wir haben ja auch noch wendische Lieder, auch bei Spinnstube mussten wir auch sagen. Da war eine... Kantorka? Ja. Ach, da ja Bürger. Und dann haben wir ja auch abends gesungen, nicht? Das war ja, dann mussten wir Wendisch lernen, dann so. Hey Gott, ich komme jetzt. Also jetzt sind wir schon mitten im Erzählen, aber eigentlich wollten Sie ja noch sagen, was überhaupt gemacht wird. Genau. Wir befragen Menschen in ganz Brandenburg. Genau. Einfach aus den Landkreisen und auch aus den Städten, aus den 4. Und da haben wir jetzt... Und wofür? Genau, wir machen eine, genau. Ah, Hilfe, jetzt geht es mal los. Ah, toll. Zu Hause, ist wie bei mir zu Hause. Ja. Wir mussten ja alles in der Landwirtschaft arbeiten, das war ja ganz anders. Nicht? Ja. Die Eltern haben ja auf uns gewartet und meine Schwester war ja bald 9 Jahre jünger wie ich. Ja, vielleicht wann sind Sie geboren, wenn Sie uns das mal sagen? In welchem Jahr sind Sie geboren? 23. 1923 und hier im Ort? Ja, in Dissen, ja, bei ihr. In Dissen. Meine Tochter hat schon gesagt, ich soll nach Gulben ziehen. Ich habe gesagt, nein, ich will sterben zu Hause. Solange ich noch bin. Mein Mann ist zu Hause gestorben und ich auch. Ich will auch hier. Naja, kann man mir sowieso niemand helfen, nicht so. Sie sind ja protestantisch und oder Evangelisch, ne? Ja. Haben Sie denn mehrere Namen außer Anna? Marie Anna. Unsere Mutter war Marie. Und den Namen habe ich auch, den Vornamen. Und der Nachname ist Schwarz. Schwarz. Ja, mein Mann ist, ja. Ja. Und Ihr Mädchenname? Sajid haben wir auch Wendisch und Schultka. Ah ja, Sajid. Sajid war wir früher. Ah ja. Mhm. Unser Lehrer. Sajid, ist das der Hofname von hier? Ja. Und der Sajid, hinter was ist denn das? Sajid? Was heißt das? Wissen Sie das? Schuldka. Ja, mein Vater war von Ströbitz und der war, ja, aber die haben auch Wendisch gesprochen. Das war früher so, die Alten haben alle Wendisch gesprochen. Und Sie haben immer hier in Dissen gelebt, oder? Ja. Genau. Naja, ich war ja hier zu Hause, war ja niemand, denn mein Bruder ist von 2 Jahren gestorben und ich war ja dann die Älteste, ich musste ja fest arbeiten. Wie 50 morgen und dann die schwere Arbeit, das kann sich niemand vorstellen. Manchmal war auch ganz schön schwer und da alles Handarbeit. Ja. Das war ja nicht früher,
waren ja die Bauern doch alle, wer hat den Trecker und sowas hat doch niemand gehabt. Alles an Arbeit und die Mädchen, so meine Freundin und alles, die haben alle in der Wirtschaft gearbeitet. Naja, und dann, wenn sie älter waren, waren sie ja verheiratet. Und wo der Krieg dann kam, mit mir waren so viele Jungs konfirmiert. Und 2 sind bloß nach Hause gekommen, die anderen sind ja alle gefallen. Aber wie war das bei Ihnen in der Familie? Sie haben wie viele Geschwister? Meine Schwester, aber die war ja noch, wo der Krieg anfing, da war die ja erst aus der Schule. Da hat mein Vater noch bei Bürgermeister, die wollte konfirmiert werden und dann mussten wir ja Bezugsschein haben. Und dann war ja schon der Hitler da. Dann unser Vater ist dann da gekommen und dann hat er gesagt, dass er hat guten Abend gesagt, da waren ja die ganzen Dings, naja was. Die ganzen Parteigenossen. Ja, und dann hat Und der Vater hat guten Abend gesagt und nicht Heil Hitler. Er hat dann Angst gehabt, hoffentlich wird er jetzt von dem Bürgermeister, der war ja ganz großer, dass der wird ihm keinen Bezugsschein geben, weil er guten Abend gesagt hat. Die haben ja dann nicht geantwortet und der hat auch Heil Hitler nicht gesagt. Der hat nie gesagt Heil Hitler. Naja, aber er hat doch dann gekriegt. Dann war ja die aus der Schule, meine Schwester. Und ja, und dann der Krieg, das war ja dann auch furchtbar. Meine Mutter hatte ja dann, wo die Russen, dann kam unsere Scheune, war 27 Meter lang und auf Straße zu und ein Tor war auch verbrannt und die Scheune auch abgebrannt. Und wir hatten ja alles frei. Die Russen kamen ja dann, mein Großvater war dann alleine zu Hause. Und er hat gesagt, die haben immer gesagt, wo die Frauen sind. Die Russen kamen ja dann hier von Polen. So. Und dann haben sie unser Großvater hat immer Angst gehabt. Er hat gesagt, den haben sie an die Wand gehabt und dann haben sie gesagt, wo die Frauen sind. Und meine Mutter hatte Angst, wir sind jetzt beide jung und die haben ja auch viel vergewaltigt, die Russen denn. Und deswegen hat unsere Mutter auch Angst gehabt, die war ja gerade aus der Schule nicht und konfirmiert. Und dann sind wir nach ein Dorf, jedenfalls hier nach unten sind wir dann da geblieben. Und da waren ja dann schon die Soldaten, waren ja dann auch 9 Soldaten und ein Mädchen, die haben bei den Drehno waren da und die waren draußen gestanden und die wurden, kam eine Bombe und die waren alle tot. Und wo wir dann bei den Leuten waren, da war mein Vater und der Vater, die waren zusammen im Krieg. Und da waren wir dann gewesen und naja, Scheiben waren kaputt und dann sind wir nach Hause, dann kamen die Russen auch schon nach Drehno und da haben die Leute gleich gesagt, wir haben ein Pferd und dann haben sie uns ein Pferd weggenommen und das eine war zwei Jahre alt so, aber naja, mit Wagen und dann waren wir in unserem Wald, haben wir dann, hinter der Spree haben wir dann Wiese gehabt und so halben Morgenwald. Und da waren ja dann mehr, wir von Dissen waren dann haben dann die Männer immer aufgepasst. Die Russen sind ja dann schon zu Berlin gezogen, nicht viele. Und naja, dann hat eine Frau dann gesagt, nein, sie muss nach Hause. Ja, aber die Männer haben gesagt, die soll noch bleiben, das ist so lange, wenn die da durchdings. Und die sind bei Albe, denn da waren ja dann so viel tote Soldaten und Frauen und da war furchtbar dann. Und meine Tante, die war auch bei uns und die hat gesagt, rette sich, wer retten kann, die Soldaten. Und die ist dann auch bei Albe.
Und meine Mutter, ich wollte auch bald, und meine Mutter kam gleich und die hat gesagt, nein, du bleibst zu Hause. Und ja, und siehst du, die war von Kolkwitz, meine Tante. Und die haben sie dann gar nicht, da war nichts, die waren so mehr außerhalb gewohnt, da war nichts. Und meine Cousine, die war dann auch eine verwundet, Bein oder was denn gewesen. Kleine Pause, jetzt geben wir erstmal hier den Kaffee, der wird sonst kalt. Oh, das ist nett. Dann Ich quatsch ja auch Und, jetzt hier. nein, vor allem, Wollen Sie mich haben? mich erinnert das ein bisschen an meine Großtante, die kommt aus Ostpreußen. Und zwar, sie haben so einen bestimmten Tonfall. Ne? Ja, das liegt daran, dass sie Wendisch als Muttersprache haben. Ja, und da rollt man das R und das hört Ja, man. das kann schon sein, das ist. Sagen Sie, haben Sie denn auch Erinnerungen an Ihre frühe Kindheit? Also Sie sind mit dem Bruder aufgewachsen? Nein, mit meine Schwester ist ja so Jahre, nein, ich hatte ja dann keinen Bruder, der war ja von 2 Jahren gestorben. Ja. Also mit 2. Ja. Ja. Und an was ist der Bruder gestorben? Der hatte Krämpfe, früher war ja auch niemand versichert, aber mein Vater war beim Arzt, ist gefahren mit Pferd. Und dann, der hat dann zu Hause nochmal Krämpfe gekriegt und auf das ist der dann gestorben. Blinddarm oder so, ne? Nein, Von den Zähnen. Zähne, ja. Ich habe manchmal gesagt, würde der leben, dann würde ich hier dann die ganze Wirtschaft nicht haben. Ja, weil sie dann die Älteste war. Ja. Und da haben die Die Eltern... haben ja auch mir dann, ich musste ja dann, und wir mussten schwer arbeiten, das war ja ganz anders wie heute. Ja. Alles modern, das ist heute. Und dann war, naja, und dann haben wir mit meinem Mann noch unseren Stall umgebaut und alles und TBC gemacht und dann kam ja doch die DDR. Was heißt das TBC gemacht? Naja, die Kühe so, dass sie frei waren. So Geimpft oder behandelt? Ja, so. Ja. Okay. Und dann Wie viele Kühe hatten Sie? 5. Naja, wir haben ja, früher war ja so, wir haben ja alle von der Landwirtschaft gelebt. Wir haben Butter alleine gehabt, wir haben Brot alleine gebacken, meine Eltern. Und wir waren Kinder, wir mussten schon die Dings, das war ja ganz anders wie heute. Das kann man gar nicht so sagen, was alles war. Naja, das ist, aber jedenfalls war ganz schön schwer. Und dort, wo die LPG kam, die haben ja uns dann, wir mussten ja das Vieh alles umsonst geben. Dann kam ja die LPG. Das war ja schon viel später dann, ne? Ja. Aber uns interessiert auch die frühe Zeit, als Sie noch klein waren. Naja, da war ja uns so viel, was heute Jugend hat, das haben wir ja nicht gekriegt. Wie war das? Also Sie waren Kind und mussten schon ganz früh mitarbeiten? Nein, brauchte ich nicht. Wir hatten ja, war ja auch ein Dings bei uns hier, eine Frau, die geholfen hat. Aber Also wie eine Magd oder wie kann man sich das vorstellen? Ja, aber nee, ich brauchte nicht. Ich habe ja dann erst, wo ich auf der Schule war. Also Sie haben ganz normal die Dorfschule besucht dann, oder? Ja, meine Enkeltochter hat mir jetzt letztens, wo es zum 70. Geburtstag war, die hat gesagt, Oma, hast du denn nicht gelernt? Ich habe gesagt, na was, meine Eltern haben doch bloß aufgepasst, dass ich schnell in die Wirtschaft komme und arbeite. Und früher war ja, wir haben viel Handarbeit alles gemacht. Das war ja, wer hat früher Trecker gehabt und sowas alles. Und wo wir dann im Stall hier, war dann die LPG, alles mit die schwere Dings, Pellets und was wir dann gefahren haben, alles. Es war alles schwere Arbeit. Ich habe gedacht, Sie haben Kühe gemolken. Ja, habe ich auch. Aber wir mussten ja Futter auch geben. Ja, ich habe Kühe gemolken. 53, jeder hatte 4 Reihen.
Und wann wurden die gemolken morgens? Um welche Zeit? Früh. Ja, Frühstück, dann bin ich um 3 Uhr aufgestanden. Manchmal habe ich gesagt, mein Gott, würde ich lieber los zu Hause können bleiben. Und naja, dann tut man sich waschen und dann habe ich mir Kaffee gekocht. Und lieber habe ich bei Ihnen gesessen und dann bin ich bei Frau Horak. Sind wir beide zusammen gefahren. Da Und gab's war da- noch Frau Schulz noch, die hat dann auf uns gewartet. Anna, Ja. da gab es doch eine Geschichte, das haben die anderen mir erzählt, über irgendwie ein Silvester oder was, wo sie gar nicht nach Hause konnten. Was ja, war denn da? da war ja der Vorsitzende kam, das wird 25 Grad Kälte und die Stallung war ja noch dünner gebaut. Was denkst du, was dafür? Wir haben gefroren, wie verrückt und dann, die haben dann gesagt, wir müssen, dann haben wir die Kühe noch, die besten Kühe mit der Hand ausgemolken und bis 12 war ich dann zu Hause, 12 in der Nacht. Und dann bin ich gar nicht, und wir hatten Frühschicht, dann bin ich gar nicht im Bett gegangen, dann habe ich im Schlafzimmer im Sessel gesessen und dann um 3 bin ich aufgestanden und dann sind wir wieder. Und dann hat mein Mann schon nach mir aufgepasst, um 1 war ich dann erst zu Hause, alles mit der Hand. Frau Anna, wie haben Sie denn Ihren Mann kennengelernt? Na, der war ja auch im Krieg 6 Jahre und der war auch in Gefangenschaft. Der kam dann auch nach Hause, der hatte auch ganze Hände, war auch noch Wasser, so viel Wasser gehabt. Naja, die haben doch auch wenig zu essen gekriegt. Aber das ging dann, ja. Und wie haben Sie Ihren Mann kennengelernt? Naja, dann war er ja zu Hause und dann war Strisow ist ja nicht weit gewesen. Nicht? Kommt Ihr Mann aus Strisow ursprünglich? Ja, Ja. ja. Nächste Dorf nach dort. Nächste Dorf, ja. Wir sind durchgefahren. Und wie hieß Ihr Mann? Was? Wie hieß Ihr Mann mit Vornamen? Fritz. Fritz. Ja. Hier haben wir ein Bild von ihm. Ja, ich habe schon gesehen, ja. Und der Fritz, also Ihr Mann Fritz, wie haben Sie den kennengelernt? Also auf dem Fest, auf dem Dorffest? Oder? Naja, so war Das er ist dann er, ne? auch Tanz, ja. Da war er mit. Der ist viel mit Fahrrad gefahren. Wie ich? Na prima. Ja, wir hatten eine Frau hier von Frau Borkowski, die hat dann gesagt, dass ihr Mann der wird mal sterben auf Fahrrad. Aber nee, der ist zu Hause gestorben. Frau Anna, und Sie sind selber 6 Jahre in der Schule gewesen? Oder 8 Jahre in der Schule, Ja. Schule gewesen und sind dann gleich in die Landwirtschaft zu Ihren Eltern. Ja, das war so. Und Früher waren ihr- ja alle hier. Ja. Die Mädels, meine Freundin, die zweite Nachbarin. Und da haben Sie die Kühe gemolken. Was haben Sie noch gemacht? Na, alles. Ach, die Butter? ganze. Wir haben so viel Acker gehabt, wir mussten. Wie viel Mal haben wir denn. Wir haben sich so, wenn wir Kartoffeln hatten, wir hatten ja viel. Ein paar Beete und dann haben wir sich mit jedem abgehakt, so wir sind Kartoffelhacken gegangen 4 Wochen. Die Knie waren ganz rot von dem Sand und nein, Und außer Kartoffeln, was noch? na, Getreide. Ja. Weizen. Ja, Weizen Und Gemüse? Gemüse aber nicht so. Nee, wir haben ja meistens Getreide, Kartoffel Und Hühner? Gurken haben wir auch gehabt. Und Hühner? Was? Hühner? Hühner haben wir auch gehabt, wir haben alles gehabt. Also Hühner, Kühe und auch Schweine? Schweine, ja. Wir haben ja geschlachtet alleine. Selber Wir haben ja alles Landwirtschaft alleine so viel gehabt, nicht? Geschlachtet und alles. Frau Schwarz, wir wissen immer noch nicht, wie Sie Ihren Mann kennengelernt haben. Beim Tanzen oder beim Cockort? Oder? Dann war doch schon Tanz, ja, dann war beim Tanzen. Und wir sind dann auch nach Strisow tanzen gegangen und dann haben wir sie doch kennengelernt. Ja. Naja, dann so ist das geworden. Und Ihr Mann, stammte der auch von einer Landwirtschaft? Naja, die hatten Landwirtschaft, aber die hatten kleinere Landwirtschaft. Die Mutter, mein Mann war 6 Jahre, wo der Vater gestorben ist.
Und die hatten ja kleine Landwirtschaft, die haben bloß mit Ochsen so gearbeitet. Und die Mutter war ja dann alleine mit den 2 Jungs. Der Älteste war ja dann zu Hause. Und mein Mann ist dann, wo er zur Schule gegangen ist, geläutet in Strisow. Die paar Mark verdient. Das war ja früher auch gar nicht so einfach. Das ist, die Zeiten sind doch ganz anders wie jetzt. Naja, in Strisow wird immer noch geläutet. Das macht Erna Hoffmann. Und dann da war auch ein Kaufmann und bei denen ist er dann helfen gegangen. Der hat dann ihm für Konfirmation Anzug genäht. Röske? Oder wie hieß der? Der hieß Panwitz. Panwitz. Ja. Der hat auch so Lebensmittel gehabt und mein Mann hat da auch geholfen. Und dann dafür hat er ihn dann auch Anzug genäht. Und Ihr Mann war der jüngere Sohn? Ja, und der Älteste war ja dann zu Hause, ja. Sagen Sie, es gibt ja unwahrscheinlich viele Feste, die Sie auch gefeiert haben. Habe ich jetzt im Vorfeld gelesen. Ja, aber was ist denn da Besonderes gebacken und gekocht worden? Wir haben früher mehr zusammengehalten, so schon als Jugend. Wir sind viel und auf die Bänke gesessen. Naja, früher war ja auch im Fernsehen so. Nicht, wo wir jung waren, das war ja, wir haben viel auf der Bank gesessen und so ganze Familien zusammen, Sonntag und Nachmittag und das war ganz anders. Und da wurde doch auch gefeiert, oder? Mal Feste gemacht, so kleine Unterhaltung. Unterhalten, aber auch mal... Oh, jetzt habe ich ein Lächeln. Bloß nicht. Aber wenn zum Beispiel Erntefest, sowas gab es doch sicher, dass das gefeiert wurde. Ja, aber der Krieg, dann war ja, dass er dann nachher Dann war es schwierig, klar. Aber wir meinen vor dem Krieg. Ja. Vor dem Krieg. Na, vor dem Krieg war Naja, es da in war 10. ich ja, Also 23 geboren, 33. Also da ging natürlich gleich der Krieg los. da war ja dann bald schon Dings, der war ja auch verboten, dann haben wir ja, war kein Tanz und nichts, aber der Krieg dann war. Ja. Nach dem Krieg waren dann Hat Ihre Mutter denn irgendein besonderes Gericht besonders gerne gekocht? Und wenn ja, welches? das weiß ich jetzt auch nicht. Ja. Haben Sie denn ein Gericht, was Sie besonders gerne kochen? Ich habe ja für meine Schwester, die haben ja bei uns gewohnt, da zum Gartenzug. Und für die habe ich ja auch gekocht, weil meine Schwester ist ja dann von 28 Jahren gestorben. Oder wie hieß Ihre Schwester mit Vornamen? Lene. Lena. Schöner Lena, Name, schöner Name. Und naja, aber ich habe es dann für sie dann gekocht und ich esse gerne nicht Eintopf Morübe, aber mein Schwager hat gerne gegessen, denn wegen dem habe ich dann gekocht, die Morübe. Und wie machen Sie den Mohrrüben-Eintopf? Wie machen Sie den? Na, ich habe mit Fleisch und Morübe und Kartoffel und ein bisschen Gewürze. Und was für Gewürze? Also die kleinen. Majoran? Mayra nicht. Kümmel, Salz, Ja, Pfeffer. Ja, das tut, ja. Also einfacher, ja. Und es ist Rindfleisch? Rindfleisch haben wir ja auch, die haben ja auch manche dann geschlachtet und dann haben sie verkauft, nicht? Dann haben wir auch Rindfleisch. Und das war ja, damals war ja nicht so alles, ich will mal sagen, wir haben gegessen, alles mehr eigenes, nicht? Das war, und die Eltern haben nicht so viel gestreut wie LPG und die alles, das war ganz anders früher. Aber wenn eben bei Ihnen geschlachtet wurde zu Hause, dann wurde das auch gleich verarbeitet, das Fleisch, oder? Ja, das haben wir dann, ja. Und können Sie erzählen, Schinken, wie Sie, das haben wir dann auch eingesalzt und dann haben wir Räucherkammer gehabt und eine richtige kleine Räucherkammer, wo denn der Schinken in den Rauch kam. die ist noch da. Das Und die haben gibt's noch. Ja. viele am Schornstein im Nebengebäude. Ja, das ist Also da gibt es dann so einen Schornstein, der hochgeht im Ja. Hause und Ja. dann eine Klappe auf, wo man dann, Dann hängt man das in den Und Rauch. da hat Aus Bayern, ja. unsere Mutter gesagt, das größte Schwein hatten sie gerade vor dem Krieg dann noch geschlachtet. Und wir haben dann wie viel Schinken und
und Speck, alles hat mein Vater eingegraben, wo wir das Holz, und da hatten die einen Schuppen. Und das haben die Russen rausgeholt. Und unsere Nachbarin, die Mutter hat gesagt, sie hat nichts zu essen. Und da hat er ihr einen Schinken geholt von unseren. Also das haben wir nicht mehr gesehen, das haben die Russen dann alles genommen. Und woher wussten die Russen, dass es da unterm Holz Ja, ist? die haben gestochert, die haben alles hier. Unser Keller war von meinen Sachen, hier Kopftuch, früher haben wir ja Kopftuch gehabt, nicht? Das war für alles zertrampelt, was links, was. Mein Großvater war total fertig, was die alles hier gemacht haben. Was willst du machen? Also die haben auch viel zerstört. Und die waren ja in die Stuben und überall. Und da konnte es ja nicht. Dann war ich ja mit meiner Freundin, waren wir bei Schlosses von Gisela, der Bruder, der ist im Kriege geboren. Und da waren wir zur Taufe und Pfingsten. Und da waren die Russen gerade bei uns und wir sind mit Diana dann nach Hause gegangen und Hilfe. Dann haben wir so eine Angst gehabt, da haben wir es in Roggen versteckt hier bei Muchas, bei uns hier Nachbar. Und die Russen haben dann bei meinen Eltern noch rausgeholt, was ein paar Büchsen und was wir hatten. Und du konntest ja nicht sagen, sonst würden sie ja die erschießen. Frau Schwarz, unsere junge Gemeinde hat sich eine Frage überlegt über Kindheit. Und zwar, womit hat man zu Ihrer Zeit als Kind gespielt? Na, wir haben nicht viel Spielzeug gehabt, ich muss ehrlich sagen. Puppe haben wir dann gekriegt zu Weihnachten und naja, aber wir haben, ich weiß nicht, wir haben viel draußen gespielt, so, aber so viel mit so, was die Eltern gekauft haben, das haben wir nicht gehabt. Frau Giese hat erzählt, früher gab es Verstecke spielen, Grabo gegen Pscheddes. Ja, das weiß ich nicht, aber Verstecke haben wir viel gespielt, ja. Das stimmt. Und ich war auf Wiese und meine Schwester war noch gerade zu Hause und da ist meine Tochter. Wir haben doch gedroschen eine Scheune und da war doch so ein Haufen, so ein kleines Zeug. Und die ist da reingefallen, die wird ersticken. Aber meine Schwester ist dann gerade nach Hause gekommen und die hat gesagt, wo ist sie denn? Und dann hat sie rausgeholt, die alle voll Dreck und alles. Und ein Junge hier, der Nachbar, der war dann gewesen, der ist abgehauen. Und naja, früher waren ja die Kinder alleine an sich gestellt. Das ist ja, die Eltern waren ja auf der Wiese und Feld und das ist ja so dann gewesen. Ich dachte, das ist jetzt, die jungen Leute, das kann man gar nicht erzählen, die haben gesagt, unser Oliver sagte immer, Oma, das war früher. Ja, das ist so. Also ich muss sagen, meine Mutter war sehr fromm, die hat auch viel gesungen, wenn sie früh aufgestanden hat. Also ich muss sagen, wir wurden viel so gut erzogen. Das ist, also ging schon mit dem Lied am Morgen los, dass sie dann... Ja, die hat viel gesungen. Ja. Und was gab es zum Frühstück? Na, da war es nicht so viel, so ein Essen haben wir jetzt, was wir jetzt essen, das haben wir ja nicht. Naja, wir haben ja das eigene gegessen, so nicht. So. Frische Milch von der Kuh oder was gab es dann zum Frühstück? Frühstück, nein, Malzkaffee, da war kein Bohnenkaffee. Ja. Nur zu Feiertagen gab es den Bohnenkaffee früher. Ja. Und was gab es zu essen? Gab es dann Brot? Naja, Brot und Butter und das haben wir ja gehabt. Ja, was Sie auch selbst gemacht haben. Ja. Und später, als Sie erwachsen gewesen sind und eben als Bäuerin gearbeitet haben, wie sah da der Tag aus? Naja, da haben wir ja dann auch schon im Kaufland gekauft und das. Kaufland gibt es erst seit 1995. Jetzt erzähle ich auch Kaufmann, hier bei Gutschmidt. Ah ja.
Ja. Da, Aber Frau Schwarz, mir erzählen alle alten Leute, dass man zum Frühstück gegessen hat Brot mit Quark und Marmelade. und Leinöl auch. Und Leinöl. Ja, wir haben ja auch Da erzählen Sie jetzt Butter. wir haben ja auch alleine eine Mühle, war ja, wir haben ja auch Flachs gehabt. Und dann haben wir lassen Öl pressen. ja. Und da haben wir dann ganze so eine Kanne gehabt, Leine, frischen Leine. Und wir haben viel Leinöl auch gegessen, ja. Leinöl und Zucker. Und das schon am Morgen. Am Morgen schon Leinöl. Also das ist hier eigentlich das typische Frühstück, dass man hat Brot mit Quark und Leinöl und Marmelade oder man hat ein Schälchen mit Zucker, ein Schälchen mit Leinöl und tunkt. Ja, das haben wir gehabt, ja, das stimmt. Das ist interessant. Und als Sie jetzt älter waren, mit Ihrem Mann verheiratet waren und den Hof hier geführt haben, sind Sie um 5, um 6, um 7 aufgestanden? Nein, aber dann haben wir ja auch nicht so zeitig aufgestanden. Wir haben ja dann, sind ja dann Arbeit gegangen. Mein Mann war ja dann auch mechanisch und da waren 3 Männer. Die mussten ja dann auch, die haben 280 Mark verdient, wo die LPG dann fing. Und dann schwer, die waren durchgeschwitzt, die haben das schwere Futter mussten mit der Hand aufladen. Und nee, das war auch nicht so einfach alles, aber naja, man hat alles mitgemacht. Sagen Sie, Die Feldbau waren besser, aber und wir mussten ja jeden Sonntag und dann hatte ich einmal frei. Dann kam der Märchens, dass einer fehlt, dann musste ich mir schnell anziehen und wieder in den Stall gehen. Da hat mir mein Mann mir dann die Stunden gebracht. Das war alles nicht so einfach. und nach dem Zweiten Weltkrieg, ne, da waren Sie ja 23, 33, 23, Sie waren in Ihren besten Jahren, ne? In Ihren besten, haben Sie Ja, weil wir haben ja von unserer von unserer Jugend auch nicht gehabt. Da war ja dann auch der Krieg und jeden Tag waren ja bald Gefallene und das war ja dann. Ja. Und der religiöse Alltag, also wie sah's? Ja, meine Mutter hat, wenn wir nicht in die Kirche gegangen sind, dann hat die uns Evangelium gelesen. Wir mit meiner Schwester, wir mussten auch still sitzen und mein Vater. Und dann hat sie gelesen, auf Wendisch, das war dann so. Aber das ist alles, ich weiß nicht, mein Großvater hat auch so viele Bücher gehabt, aber das ist alles, haben die Russen dann genommen oder was weiß ich. Das war alles weg. Und ich habe im Vorfeld gelesen, dass die Wenden schon vor Jahrhunderten hierher gekommen sind. Wann ist denn ungefähr Ihre Familie hierher gekommen? Ja, das weiß ich nicht. Also Ihre Eltern kommen auch aus Dissen. Die kommen auch, ja. Ja, Und die Großeltern? meine Mutter, die Eltern waren auch hier. Ja. Die Mutter war auch, meine Oma, die war auch von dem Hause. Und das waren 3 Mädels. Und die Troschinski, Lena? die Mutter war die Älteste. Die von meiner Mutter, Schwester. Und dann eine war in Kolkwitz. Und meine Mutter hatte dann die Wirtschaft. Hier zu Hause. Und wissen Sie, wann das Haus gebaut ist? 23. Ich denke, die haben dann gebaut, wo ich geboren war, weil die haben dann gebaut, wo ich dann Unterwegs war? Nee, Taufe hatte, dann haben sie da, wo die da gewohnt haben, in dem Zimmer, haben wir dann Gefeiert. da haben wir dann ein bisschen so gefeiert, aber viel so war es ja nicht so wie heute. Und gibt es denn, weiß Ihre Familie Die haben denn woher? 23 gebaut. Ja, weiß Ihre Familie denn, woher Sie gekommen sind? Wo Ihre Familie, der Ursprung, woher Sie gekommen sind? Das weiß ich nicht von wo. Ja, ja. Ja, die waren doch hier, meine
Oma war ja doch von hier zu Hause. Und Ja. Also jedenfalls ist Twarz ein wendischer Name und Schuldger auch. Ja. ja, Und wie hießen die Großeltern? Aber wissen Sie was, Entschuldigung, wissen Sie, Vielleicht was wissen mir Sie jetzt das daran wirklich sehr, sehr gut gefällt, ist, Sie haben sozusagen hier eine Heimat gefunden und sich wohlgefühlt. Ne? naja, das hat man ja nicht anders gekannt. Ja. Wir sind ja hier zur Schule gegangen, wir sind dann Konfirmation, hier von Maybach waren Konfirmanden, die sind immer zu Fuß gekommen, 2 Mädels und ein Junge. Der eine Junge, der war so alt wie ich, der war mal hier auch zur Dings gewesen. Wir hatten dieses Jahr Jubiläumskonfirmation und das hatten wir, seit ich hier bin, noch nie, hatte Frau Twarz 80 Jahre Konfirmation. Ja, das stimmt. ja, Wir waren in Silo, da war unsere Kirche Dings gebaut worden hier in Dissen und dann waren wir in 37. Ja, 37, ja. Mein Gott. Und haben Sie denn ein besonderes Märchen, eine besondere Geschichte, ein besonderes Lied, was Sie im Wendischen mögen? Gibt es da? Na, ich muss sagen, wir haben ja dann nicht mehr so viel Wendisch so gesungen. Das war ja dann, wo dann Dings, aber dann war ja mehr alles Deutsch dann nachher. Aber in der Familie wurde nur Wendisch gesprochen. Was? In Ihrer Familie wurde nur Wendisch gesprochen. Ja, meine Eltern und Großeltern auch. Ja. Und können Sie noch ein Gedicht? Nee, das wird wohl nicht. Ja. Ja. Aber was kennen wir denn an Liedern? O ja, schon Row? Ja, Nie dajmy Jezus dobrou noc? ja. Napoli su pastoria? Das haben wir ja gesungen dann auch, ja. Sing halt. O ja, schon Row, o ja, schon Row, wykatrem ja my Jezus, mir ja leżał. Ja, ich habe auch jetzt schon alles vergessen. Do cierpienia ja przyjrzał do schu, o ja czonero. Ja. Jetzt weißt du, wusste ich es Sehr auch schön. nicht auswendig. Ja, sehr schön. Es klingt sehr schön. sehr gut, Ja. 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 Das ist ein Osterlied. Das heißt das Ostergrab. Wenn ich jetzt richtig verstanden habe, Sie haben Ihre 8 Jahre Schule gemacht und haben keine Ausbildung. Nein. Nein. Also Sie haben eine Nein, Ausbildung in der Landwirtschaft. Ich Ne? musste ja dann zu Hause, ja. Ja. Das waren meistens die Mädchen, waren alle meistens zu Hause. Und dann, wo sie dann älter waren, ja, dann haben sie auch in einer Landwirtschaft wieder geheiratet. Und das war dann so. Die haben ja Post gehabt. Und meine Mutter hat dann gesagt, der ist mit der Post gekommen. Und dann hat er gesagt, jetzt muss alles verbrannt werden, die Gesangbücher und was alles. Und na, das hat ja unsere Mutter gereicht. Und dann hat sie ihn losgesagt, alles wird vergehen, aber Gottes Wort wird nicht vergehen. Und ich dachte, der geht auf sie los. Der war so auf Rase. Aber dann hat er sich doch gehalten und dann ist er abgehauen. Wie groß ist denn das Dorf damals gewesen? Wie viele Einwohner ungefähr? No, über 600. Wir waren ja auch mehr Kinder so. Ja. Aber ich muss sagen, 6, die ist auch zur Schule gegangen, die hatten 10 Kinder. Und die haben niemand was getan. Die haben, die waren nicht so angezogen, was andere nicht, aber da hat niemand was gesagt und alles. Die waren so vernünftig und alles. Die hatten ringsum Betten und wenn ich denke, die haben sich dann, wo sie aus der Schule waren, alle nachher ihre Arbeit dann noch so gegangen und dann haben sie sich gut verheiratet und sind alle
Was jetzt wird, jetzt manche Menschen umbringen, sowas kennt man das nicht von früher. Ja. Also, was ich jetzt verstanden habe, Ihr Mann kommt aus Strisow, ne? Ihr Mann Fritz kommt aus Strisow und er hat praktisch in einen guten Hof eingeheiratet, ne? Er hat eine gute Partie gemacht, oder? Wir hatten ja dann auch ganz schön zu tun mit der LPG, denn wir waren dann auf einmal auf 10 Hektar harmlos gefehlt. Dann waren wir über 10. Wir mussten mal bei wie viel Kartoffeln und alles mehr viel liefern. Wir kommen ja alles nach Russland, das ist ja gekommen, weil wir den Krieg verloren haben. Die unter 10 Hektar waren, die waren viel besser, die konnten freie Spitzen verkaufen. Und das konnten wir nicht, weil wir paar Arten mehr hatten, mussten wir in die hohe Stufe kommen. Hätten wir Typ 3 gegangen, wären wir besser. Ja. Also das waren dann irgendwie 12 oder 14 Hektar, die Sie hatten, ne? Ja. Was riesig ist. Ja, das ist ja denn, ne? Ja. Und viel Wald dabei, ne? Ja. Und das ist jetzt die Zeit mit der LPG nach 1945. Wie ging es denn weiter in der DDR? Sind Sie da klar gekommen? Ja, naja, wir haben ja dann gearbeitet, waren Frau Schulz und Marianne waren. Wir waren ja dann eingearbeitet, aber wo wir dann gefahren sind, die Straßen waren ja Pflaster und dann so ein Weg, der war sandig. Manchmal hat man auch gedacht, wie wir los in den Stall kommen. Gefahren mit dem Fahrrad? Ja, mit Fahrrad sind wir immer gefahren und Assaske-Berbe war ja dann auch, aber die waren in anderer Schicht, aber wir waren viel zusammen so. Wir kommen noch heute zusammen. Die Berbe kommt ja auch öfters besuchen. Ja. Ich habe 2 Töchter. Die Die Jüngste sollte ja zu Hause bleiben. Ja. Und die sollte die Wirtschaft nehmen und da hat der Schwiegervater, der von den, was sie hatte, der hat dann gesagt, der Vater, der will den Sohn zu Hause haben und der wird das Haus dann zubauen und naja, neu gebaut und dann ist dann niemand zu Hause. Einen großen Garten und naja, nun müssen sie bei mir auch alles machen. Ich würde ja gerne machen, aber ich würde gerne arbeiten, lieber was, aber das geht ja nicht mehr. Als ich 90 war, habe ich ja noch alleine gekocht und dann war ja Schluss. Na, ich esse alles, was, sonst esse ich muss sagen, ich esse noch, die sagen, konnte mir das sagen, aber Mama, du tust noch ganz gut essen. Ich habe gesagt, naja, noch bin ich ja. Sagen Sie, gab es denn Sachen, die früher besser waren als heute? Na, besser, das kann ich jetzt nicht sagen, aber schlecht ging es uns auch nicht. Aber wir waren mehr zufrieden mit alles. Zufrieden sein, ja. Ja, wir sind zufrieden. Und wir haben ja alles auch nicht gelernt. Wenn ich denke, wo wir Kinder waren, da waren ja doch schon so viele Arbeitslose. Die sind so mit Säckchen gekommen, die haben bei meinen Eltern, naja, überall, dann gebettelt und ein Brot, so Scheibe Brot gegeben. Aber die sind dann wieder fortgegangen, die haben dann nichts dann getan oder Groschen auch manchmal gegeben. Und für Groschen war ja früher, da hattest du ja bei 2 Brötchen nicht, das ist ja...